Please don't let me go to waste. I need my memories erased. Cause I'm running out of space and the mirror shows no face. Vorsicht, das könnte sehr schnell außer Kontrolle geraten. Wir werden das jetzt einfach einmal anziehen, was Atom verlangt. Gehört alles uns, alles uns, alles meins, alles meins. Sturmfeuerzeug, alles meins. Gut, wir werden uns jetzt mal diese schicke Garderobe drüber ziehen. Wo ist denn der Schatz da? Ach du Scheiße. Die grünen Haare nämlich noch dazu, weißt? Naja. Ach ja, manche Menschen müssen eine Störung haben, genau wie ich. Ich glaube, der Beichtvater beendet gleich seine Predigt. Du solltest reingehen. Ja, machen wir doch glatt. Das machen wir doch glatt wie gebürstete Haare. Ihr Schicksal ist besiegelt, Ach, Brüder und Scheiße. Schwestern. Und das wissen Sie. Die Bewohner von Far Harbor müssen nur aus dem Fenster schauen, um Atom in Form seines heiligen Nebels zu sehen. Und obwohl Atoms Herrschaft über dieses Land unabwendbar ist, widersetzen sie sich. Sie verkriechen sich hinter ihren Kondensatoren, töten unsere Missionare, die ihnen nur das Licht bringen wollen. Aber jetzt nicht mehr. Nach Jahren, in denen wir uns verkrochen haben, ist unsere Aufgabe nun offenbar. Und der Schlüssel zu unserem Sieg befindet sich im Nukleus selbst. Wir werden uns die Geheimnisse des verfluchten Roboters holen und mit ihnen werden wir Far Harbor von der Insel tilgen. Atoms Schleier wird durch die Straßen ziehen und das Land mit heiligem Nebel von der Ketzerei befreien. Und wenn uns die Spaltung gewährt wird, werden wir Helden sein. Ein neuer Tag bricht an, Brüder und Schwestern. Gepriesen sei Atom! Gepriesen sei Atom! Bitte. Ich weiß, dass du Ah, mich hören kannst. ich habe schon von unserem neuen Mitglied gehört. Willkommen, Schwester. Wie fühlt es sich an, seinen Platz unter Atoms Auserwählten einzunehmen? Es ist mir eine Ehre, hoher Beichtvater. Freut mich, dass du so denkst. Es gibt viele, die Atoms Gnade vergeuden würden. Lass mich dir eine Frage stellen. Du warst also schon in Far Harbor, ja? Hast die Barrieren gegen Atoms heiligen Nebel gesehen? Die ketzerische Weigerung der Bewohner, sein Reich zu verlassen? Was würdest du mit so einem Ort tun? Ich würde mit ihnen reden, versuchen Frieden zu schließen. Glaubst du, wir hätten das nicht versucht? Klingt für mich, als wäre Frieden für alle das Beste. Die Insel ist so schon gefährlich genug. Jahrelang bettelte mein Vorgänger um Frieden, während Far Harbor mehr und mehr zu einer Bastion der Ketzerei wurde. Wir wollten ihnen helfen, ihnen Atoms Licht bringen. Viele der unseren bezahlten dafür mit dem Leben. Aber jetzt, da ich hoher Beichtvater bin, sind diese Zeiten vorbei. Alle von Atoms Feinden, ob Far Harbor, hinter diesen ach so wertvollen Kondensatoren, oder der alte Roboter, der seine Erinnerung in unserem Heim versteckt. Sie werden erkennen, dass Atom der alleinige Herrscher über diese Insel ist. Aber nur durch Einheit können wir Erfolg haben. Atom erwartet von all seinen Kindern unbedingte Hingabe. Akzeptiere das und du kannst es hier weit bringen. Und brauchst du noch irgendwas anderes? Ich habe diese Ikone gefunden. Der Großfanatiker meinte, du hättest Interesse an ihr. Ist das die Mutter? Es stimmt also. Du hast die Mutter des Nebels gesehen?
Viele Kinder des Atoms hoffen ein Leben lang auf einen derartigen Segen. Offenbar erwartet Atom Großes von dir, Kind. So wie ich auch. Also, gab es sonst noch etwas? Warte mal kurz, ich muss dazu mal kurz speichern. Ich würde der Familie gerne helfen. Kann ich irgendwas tun? Voller Eifer. Es gibt da ein Mitglied in unserer Mitte, das ich schon länger verdächtige. Meine eigenen Nachforschungen waren ergebnislos. Aber du bist neu hier. Das macht es dir leichter, die Wahrheit herauszufinden. Ich möchte, dass du Nachforschungen zu dieser Person anstellst. Solltest du Beweise für Ketzerei oder Illoyalität finden, bring sie sofort zu mir. Zeige, dass man dir trauen kann, und du wirst belohnt werden. Wonach genau soll ich suchen? Handfeste Beweise für jegliche Intrigen gegen mich oder die Familie. Oder Respektlosigkeit gegenüber Atom. Solche Vergehen dürfen nicht zugelassen werden. Ist so gut wie erledigt. Wunderbar. Bring alles, was du herausfindest, direkt zu mir. Hier, die fragliche Person. Du musst sehr gründlich vorgehen. Das ist deine Chance, dich Atom zu beweisen. Na okay, jetzt haben wir einen Salat ab. Aber da gibt es ein paar elegante Missionen. Ja, ich weiß, du wirst kommen. Ich bete dich an. Solange du das Zeug trägst. Ja, alles wird gut. Kind des Atoms, Fanatiker. Es ist ein bisschen makaber. Ich darf meinen Glauben nie verlieren. Niemals. Wie schaut's eigentlich mit unserem Charisma aus? Plus 10, das sollte hier haben. Verlieren. Hallo. Ware, bitte lass mich all... Oh, entschuldige. Na gut, dann eben nicht. Bitte. Ich weiß, dass du mich hören kannst. Bitte, erlöse mich. Da ist ja wieder sein Bruder, sein Stammesbruder. So ein leuchtender Fanatiker. Alter, die Atmosphäre da herin, das ist... Oh! Entschuldigung. Ja? Ich meine, gepriesen sei Ad. Moment. Du bist der neue Konvertit. Hast du zufällig Bruder Devin gesehen? Kränklicher Typ, betet allein. Ja. Ah, ich habe Devin gesehen. Warum fragst du? Bruder Devin fastet schon eine ganze Weile. Kein Essen, nur verstrahltes Wasser. So wartet er auf ein Zeichen von Atom. Die meisten würden sagen, dass es bewundernswert ist, sich Atom so anzuvertrauen. Was meinst du? Ich meine, es ist seine Entscheidung. Wieso sollten wir uns einmischen? Das sagt sich so leicht, aber... Also ich und Devin, wir wurden nicht mit Atoms Segen wie all die anderen geboren. Strahlung schadet uns. Jetzt glaubt Devin, dass Atom ihm eine Offenbarung oder sowas schickt, wenn er fastet und Medizin ablehnt, bis er stirbt. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber auf mich hört er nicht mehr. Und alle anderen denken, dass ein Fasten eine super Idee ist. Wir kennen uns nicht, aber wenn du ihn dazu bringst, aufzuhören, schulde ich dir was. Hab Strahlungsmedizin, die könntest du haben. Und ein Rezept. Echt praktisch für Leute wie uns. Was meinst du? Redest du mal mit ihm? Ich rede mit ihm. Okay, klar. Ich rede mit ihm. Oh, danke. Aber
Mach bitte schnell, ja? Er sieht langsam übel aus. Das werden wir gleich machen. Warte mal kurz, wir brauchen aber was mit Charisma. Ich hoffe, ich habe was dabei mit ein bisschen an Charisma. Wir brauchen nochmal das schützt uns ein bisschen mehr vor. Ja, genau das. Und Scheiße, wir haben nichts mehr mit Charisma mit. Warte mal, wir haben ja. Ja. Hauen wir da einer, so wurscht. Du wirst kommen. Ich bete dich an. Ich glaube an dich. Ja, alles wird gut. Devin, Heiliger Atom von diesem Ort. Bist du es? Oh, Heiliger. Oh, tut mir leid, Schwester. Ich dachte, du wärst... Ach, vergiss es. Was gibt's? du scheinst jemanden zu erwarten. Das tue ich. Atom ist mir erschienen. Und ich muss seinem Befehl gehorchen. Was hast du gesehen? Atom kam zu dir? Was hast du gesehen? Meine Erlösung. Jet war viele Jahre lang mein Leben. Eines Tages war ich im Wald und nahm mein Gift, als eine Kreatur aus dem Himmel zu mir hinabstieg. Ein grüner Hirsch, umgeben vom heiligen Leuchten. Er befahl mir, ich solle zum Nukleus zurückkehren, meine Sünden hinter mir lassen und mich Atom hingeben. Für meine Hingabe würde Atom noch einen Boten schicken, der mich für immer befreien wird. Und deshalb muss ich hier warten, Schwester. Ich liebe das einfach. Nun, ich habe gute Neuigkeiten. Ich bin Atoms Bote und ich bin gekommen, um dich von deinen Fesseln zu befreien. Puh, puh. So. Und das bleibt unter uns, okay? Du bist der Bote? Die Fesseln fort? Ist es so? Oh, danke. Danke, euer Leuchten. Und keine Sorge, Bote. Dein Geheimnis ist sicher bei mir. Oh, bei Atom. Danke. Ich kann es kaum glauben. Sein Bote. Siehst Nick, mit ein bisschen Charisma geht alles. Kannst du ein Beispiel nehmen. Du hast es geschafft. Bei Atom, du hast es geschafft. Wenn ich was Neues brauche, kannst du was davon haben. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann, lass es mich wissen. Ich brauche im Moment nichts. Alles klar. Pass auf dich auf. Na nur. Wir werden damit mit Erfahrungspunkten zugemüllt. Wo du dir dann auch wirklich die Frage stellen kannst, ob du nicht selber gerade ein Fanatiker bist, das ist ein Leuchtender. Was ist denn da? Oh, das gehört alles uns, weisen Sie. Der Alchemist Mentats. Oh. Hier gibt es viele, viele Drogen. Ah, unsere Familie hat Zuwachs bekommen. Willkommen. Ja, begrüße, Meister der Mütze. Oh. Hihi. Oh, Na, wenn das mal kein Besuch aus der Vergangenheit ist. Gamma-Patrone. Nimm mal mit. Entschuldigung. Hab mich schon gefragt, wann ich unser neuestes Mitglied kennenlerne. Ich bin Schwester Mai. Und du hast angeblich das Interesse der Mutter des Nebels geweckt. Hast du auch die Loyalitätsprüfung des Hohen Beichtvaters absolviert? Loyalitätstest? Loyalitätstest? Ja. Wir sahen, wie Richter die beiden nach draußen führte. Nur einer kam zurück. Etwa gleichzeitig mit dir. Ich dachte mir, dass du das alles vielleicht verfolgt hast. Habe ich gesehen. Ja, habe ich gesehen. Hör zu. Das solltest du dir jetzt merken. Vertrauen ist in dieser Familie wichtig. Wir müssen wissen, wie wir
Probleme vermeiden. Stell dich gut mit dem Hohen Beichtvater, dann passiert dir nichts. Also, kann ich dir was von meinen Waren zeigen? Und ich weiß nicht, ob das Leuchten dich stört, aber ich habe auch was zur Reinigung. Du hast von Reinigung gesprochen. Was ist das? Oh, ja. Also den meisten hier schadet das Leuchten nicht. Aber Atom verleiht nicht jedem diesen Segen. Deshalb haben wir hier auch immer etwas Strahlungsmedizin. Für die meisten hier, auch für den Hohen Beichtvater, ist das eine Art Buße, um sich zu reinigen und das Leuchten neu anzunehmen. Also, wolltest du die Waren durchsehen? Ich wollte nur fragen, ob du bei irgendetwas Hilfe brauchst. Nun, ich habe da ein Projekt, bei dem ich nicht weiterkomme. Du hast auf dem Weg rein sicher die Dekontaminierungsbögen gesehen. Ich versuche schon ewig, sie zu reparieren. Aber es gibt ein Problem. Ich brauche einen Pumpenregulator, dem auch Industriechemikalien nichts anhaben können. Wenn es sowas auf dieser Insel gibt, dann in der Wim-Pop-Fabrik. Da wimmelt es aber vor Mutanten. Wenn du mir das Teil besorgst, kriegst du eine Belohnung. Interessiert? Okay, ich finde den Pumpenregulator für dich. Ja, fantastisch. Ich denke, du findest ihn irgendwo beim Mischraum. Pass einfach auf dich auf, in Ordnung? Also, willst du sehen, was ich so habe? Zeig mal, was du so hast. Hier, nimm. Das ist aber was Freundliches, das bin ich ja gar nicht gewöhnt. Ich hab eine zerstört vorhin. Nehmen wir mit eine. Kostet auch nicht viel. Rick, Alter, 12.000. Man hat euch ja doch ins Hirn genagelt. Okay. Hä? Die schauen ja alle gleich aus. Hat der irgendwas, was man... Ah! Ballistische Faser können wir immer brauchen. Okay, wir brauchen noch jenes da. Bisschen 1000, die sind ein bisschen deppert, ha? Gut, weißt du was, wir lassen das jetzt einfach so. Und jetzt schaut sie wieder wie abbrunst. Na gut. Wir werden gespalten, bevor Schwester Mai ihre Arbeit an den Dekontaminierungsbögen abschließt. Ja, ich werde auch gleich gespalten. So, jetzt werden wir da schnell schauen, ob wir da Rüstungen zeigen können. Weißt du was? Da werden wir sicher was Besseres finden. Den könnten wir drüber nageln. Jetzt schauen wir nur gerade. Rechtes Bein, okay. Den da mal weg, den da mal weg, den da mal weg. Sehr gut. Wo ist jetzt eigentlich unser Waffenheinzi? Hallo, Waffinger. Jetzt weißt du, wie das ausschaut, wenn der Kopf zwischen die Eier hängt. Gut. Das nennt man dann wohl gedanklichen... Der Alchemist, wer bist du? Verzeihung? Gepriesen sei Atom, Schwester. Richter hat jemanden zur Quelle geschickt. Bist du das? Offenbar hat dich das nicht zu einem sabbernden Trottel gemacht, also war es wohl nicht so schlimm. Mit welchen Visionen hat das heilige Atom dich gesegnet? Sabbernder Trottel? Sabbernder Trottel? Bekommt einigen Leuten das Wasser aus der Quelle nicht? Nur wenige überstehen das Ritual unbeschadet. Ist auch irgendwie der Sinn dahinter. Eine Vision von Atom ist eine große Ehre und nichts für Unwürdige. Also, sag mir, was hast du gesehen? Eine Frau hat mich zu einem kleinen Schrein geführt. Der Großfanatiker meinte, sie wäre die Mutter des Nebels. Du?
Hast die Mutter gesehen? Die Mutter des... Wie hast... Es steht uns wohl nicht zu, die Wege Atoms in Frage zu stellen. Wenn ich oder die anderen Fanatiker dir irgendwie dienen können, musst du es nur sagen. Eigene Visionen, deine Aufgaben hier? Was sind deine Aufgaben hier? Ich bin der Stellvertreter des Großfanatikers. Ich sorge dafür, dass die Fanatiker bereit sind für den kommenden Kampf gegen all jene, die das Atom erzürnen. Erstmal nicht. Bleib wachsam, Schwester. Heutzutage verlassen sich zu viele Leute auf Gewalt als Problemlösung. Schau dich um, dann siehst du, wozu das führt. Richtig, Nikolas. Der Alchemist. Ah, das ist die Drogentante. Mit der Waffenheinz aber mehr interessieren. Waffinger, wo bist du, du alte Waffel? Oh. Die machen sie auch nicht mehr wie früher. Muss ich jetzt gerade recht geben. Können wir irgendwas zubereiten? Oh. Aufbereitetes Wasser. Und ansonsten haben wir da eh nichts mehr. Passt. Wer bist du? Du bist eine Matratze, das freut mich. Da bleibst. Haarklammer, Mob. Okay. Wo ist der Waffenheinze? Waffinger, wo bist du, mein Sohn? Was ist das? Buff-Chat. Na, wir brauchen jetzt keine Drogen. Matratze. Du bist der Bruder Devin. Impulsmine. Frage, wie konnte ich das übersehen, schau her? Da ist ein Stimpack gelegen, wo ist denn das? Na egal, wir haben ja schon genug davon. Drogen. Heilung. Redaway. Wenigstens wieder 2 Redaway mehr haben im Angebot. Aber wo ist der Waffenheinz? Ist der da oben? Ah, das schaut gut aus. Fanatiker Ware. Ah. Power-Rüstungsstation. Oh. Gesegnet sei der hohe Beichtvater, der uns auf dem Weg zur Spaltung beschützen wird. Natürlich, er wird euch beschützen. Er wird euch so viel beschützen, dass es euch gar nicht mehr auskennt, wie der euch beschützen wird. Weg. Weg, weg. Bruder Kane. Mal ein paar Stunden irgendwo hinlegen, da wird es aber immer trotzdem für mich geben. 3 Stunden, da wird er wohl schon munter sein, der Alte, oder? Fanatiker Ware.
Mama mia. Da kann ich mir noch eine Stunde hinschmeißen. Warte, du hast doch die Mutter gesehen. Gutes Omen. Suchst du Waffen? Munition? Hab eine Menge Gamma-Patronen. Klar, ich schaue es mir an. Atomsarsenal. Alles griffbereit für dich. Ja, danke, Meister, wenn du das schon so hervorragend sexy sagst. Dann kann ja nur lauter Scheiß dabei sein. Oh. Radium, Splittergranaten, Unterhebelgewehr haben wir schon. Was ist denn das? Schaut auch geil aus. Ja, die Gamma-Kanonen, die kannst du wegschmeißen. Dir sag es. 12.000. Du hast da ein bisschen einen kleinen Duscher, oder? Marinetaucheranzug, den nehmen wir mit. Taktischer Marinehelm, nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Mit der Kleidung können wir was anfangen. Hoffe ich halt einmal. Und den nehmen wir mit. Dadel. Ich bin ja viel zu gutmütig. Dafür können wir aber jetzt was verkaufen. Schau her. Wir haben nämlich von da... Die kriegen wir nur in Nuka World. ...20 Raketen. Plasmakartuschen. Mini-Atombomben. Dankeschön, Meister. Möge dich ein wiedervereintes Königreich sehen, bevor ich gespalten werde. Ja, hier war gleich die Spaltung. Aber die Gehirnspaltung. Die Gehirnostmose. Oh, das war jetzt aber... Oh, aber das war knapp. Bist du deppert. Gut. Das Schiff ist der Hammer, oder? Eine Maschine, die Atoms Leuchten verbreitet. Ja, das ist der supergeile Hammer. Das ist, ja... Was der, ich bin hin und weg. Mal schauen, ob wir da Mods anschrauben können an den Taucheranzug. Ich meine, jetzt wieder mal ins Commonwealth reisen. Lass dich leiten von seinem Licht. Nö. Mag ich nicht. Warte mal, wie schaut denn das jetzt also ganz aus? Wo war das jetzt? Der taktische Marinehelm? Ah, da. Brustteil. Linker Arm. Linkes Bein. Rechtes Bein. Ach, so schaut das jetzt aus. Naja, unser Dirndl schaut ja fast immer was gleich, ha? Wir reisen jetzt einmal kurzzeitig ins Kam-An-Welt. Jo.